Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. So, machen wir hier noch A. Und dann watscheln wir da noch over. Machen wir nämlich auch noch was. Joink. Ah, auf der anderen Seite fehlt noch eins. Wo war dann das? Wo war dann das? Ich habe in der Bibliothek alles A gemacht. Von der Seite müsste jetzt eigentlich was sein, oder? Nee, da habe ich A gemacht. Da habe ich sogar ziemlich sicher A gemacht. Da habe ich auch A gemacht. Heidewitzka, wie war dann das? Muss ich das dann erst, wenn ich da over bin, wieder machen? Gerade nochmal abchecken. Ganz over war ich schon. Hier nochmal reingucken. Ja, da war ich ja gerade. Ist ja Quatsch. Dann vielleicht jetzt nochmal A machen, damit alle A sind. Dann habe ich schon A gemacht. Den ganz over habe ich auch abgerahmt. Okay, dann können wir hier nochmal speichern. So. Jo. Ich überlege gerade, wie das war. Ich will ja hier nichts verpassen, gerade wenn es hier so gute Gegenstände gibt. Dann hier hoch. Geh schon. So. Da müssen wir uns dann nämlich auf den Bosskampf vorbereiten. Ah ja, die sind beide A, die Dinger. Okay. Ah, okay, jetzt fehlt eh nur noch der hier. Okay, dann muss ich sowieso nochmal gucken, dass jeder auch bestens ausgerüstet ist. Ah, die kann Wicht dort mitlernen. Okay, aber du hast ja auch noch was er lernen muss. Gut. Wir sind soweit alle gerüstet. Zauberneutrum habe ich jetzt übrigens auch noch geguckt. Die offizielle Beschreibung lautet, jede Art von Elementmagie wird neutral. Das heißt, er kann auch Wasser auf ein, könnte theoretisch auch Feuer auf ein Feuerelementar oder Wasser auf ein Wasserelementar klatschen und es dir trotzdem Schade machen. Insofern ist sehr coole Hilfsability. Aber nur für den richtigen Kampf gebrauchbar. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Feuerelementar habe und ich ein sauber Wasser habe, ist ja klar, dass ich da Wasser drauf wirke. Um den eher zu schade. Alarm, Alarm, Eindringlinge entdeckt. Eindringlinge umgehend eliminieren, von Überwachungsmodus auf Angriffsmodus schalten. Was war denn das? Die Stimme von Kutscher war das aber nicht. Was soll denn das? Komm schon raus und zeig dich. Oh, doch die Schnissmädel. Hauptsache mit der Gosch dabei, ne? Ja, nett. Jetzt haben wir hier das Ding. Sehr passend zur edlen Einrichtung. Verteidigungssysteme steigen und es hat 2 Pokebälle neben. Elfenperlen werden gesucht. Und eine Triforce oder was ähnliches. Neutralisierung fehlgeschlagen. Steigerung der Zauberkraft fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Steigerung fehlgeschlagen. Das sind die ganze Perle, die ich jetzt abgejuckst habe, um die Ausrüstungsgegenstände zu holen. Das heißt, das Ding verliert sämtliche Boosts. Und ich habe die geile Ausrüstung. Leistungssteigerung fehlgeschlagen. Okay. Na, komm mal her, du hässlicher Bot. Was auch immer du bist. Mechalit. Reflex. Scheiße. Ich hoffe, die Bestia zählen dann trotzdem. Groll der Natur. Ah, da muss Shiva drauf. Blaumagie können wir hier vergessen. Oh, scheiße, hat einen Schutz. Mist. Lilly kann sich nicht konzentrieren. Da müssen wir halt so drauf schlagen. Oh, Blitzgar sogar. Das ist der 3. Zauber. Heil dich mal lieber. Und die andere haut halt einfach mal drauf, was ihr noch könnt. Ja, scheiße, da hätte ich wenigstens einer von meine Kämpfer hier lassen sollen. Weil mit Reflex ist er natürlich absolut bescheiden machbar. Nee, da habe ich echt in die Hose geschissen jetzt. Mit nur Magier kommt es jetzt auf Queen A.
Feuger. Okay. Bei Vivi zieht es glücklicherweise nicht so viel ab. Tja, jetzt muss ich mich halt vollkommen auf Quina verlassen. Das ist etwas blöd. Ah, der hat sein Dings gerade nicht da. Sein Reflex ist weg. Ich probiere es einfach mal. Ansonsten stellen wir in die Hose geschissen. Ach, Gott sei Dank. Okay, wenn er das noch macht, dann müssen wir das ausnutzen. Dann müssen wir das dicker ausnutzen. Okay, Quina greift A. Weil solange das Vieh kein Reflex auf sich gewirkt hat, kann ich es auch magisch attackieren. 1998 Schade. Nicht schlecht. So, jetzt bitte. Jawohl, nicht Ramu. Shiva geht auch noch durch. Mit Vivi warte ich jetzt lieber ab. Ja, Shiva ist auch sehr cool gemacht hier. Aber bei Shiva gibt es auch nicht viel falsch zu machen. Es soll ja einfach so eine Eisfrau sein. Und 962 Schade. Immer hier. Immer hier. Wenn das Biest nicht Reflex auf sich wirkt, mache ich eventuell am Bio drauf. Mit Esprit kann sich Vivi auch wieder verlorene MP zurückholen. Ich probiere es jetzt einfach. Ich wage es mal. Ohne sie dann in die Truppe können wir sowieso nicht stehlen. Deswegen muss es jetzt so sein. Okay, der macht also nichts aus sich. Ah, Mist. Okay, die kann jetzt auch gar nichts mehr rufen. Gehen wir so drauf. Quina, probieren wir Level 4 Sanctus. Ich weiß nicht, was für Level das Vieh hat. Eventuell verletzen wir es, jo. Lilly kann sich nicht konzentrieren. Na, klasse. Es wird wahrscheinlich wegen ihrem Stumm sein. Probier es noch einmal. Aber Sanctus ist ein unglaublich mächtiger Zauber. Der mächtigste Eismagie-Zauber. Eismagie, Quatsch. Der mächtigste Heilmagie, Heiligmagie-Zauber. Ah, scheiße. Okay. Falls es mit Lilly jetzt nichts wird mit der Konzentration. Ah, Gott sei Dank. Ja, Lilly hat leider den kleinen Macke, bis er wieder sprechen kann. Dass er bis dato dann leider sich ab und zu nicht konzentrieren kann für einen Zauber. Oder für eine Anrufung. Ih. Okay, die Clay Grott hat sowieso verdient, aber trotzdem. Müssen wir jetzt wieder zurückholen. Quina ist der Einzige, der richtig nur mal gescheit attackieren kann. Lilly hat auch gut auf die Dates gekriegt, aber sie steht wieder auf. Das ist gut. Vivi muss einfach so lange mal aussetzen. Okay, das Ding hat nichts mehr drauf. Das scheint anscheinend nur immer zu funktionieren mit dem Reflektierer. Dann machen wir nicht Gravitas quatschen, wir machen Komet dann drauf. Wenn schon, denn schon. Ach, Gott sei Dank, nur Eisgar. Okay. Du machst mal Vita auf die ganze Bande. Oh, okay. Das wird wohl nix. Jetzt gucken wir uns erstmal den Zauber Komet an. Bin ich mal jetzt gespannt, wie viel das abzieht. Oh ja, 3136. Das zieht was ab. Das ist gut. Okay, Quina. Belebt doch mal Lilly, ist also gut. Und wenn der nicht Reflex auf sich wirkt. Ja, okay, es war klar. Noch so eine Tracht Prügel war das irgendwie klar. Dann sollten wir Vita auf sie wirken. Ja, das war ja irgendwie logisch. Nachdem der so abkassiert hat, war es nur klar. Okay, Quina weiter drauf. Und Vivi auch erstmal weiter drauf. Feuger wieder auf Quina. Okay, Klenirat, du musst uns alle nochmal heilen. Ui, hat aber Quina ordentlich eingefahren. Nee. Gar nicht, haut noch daneben. 264, ja scheiße, das war jetzt nicht so gut, Quina. Okay, du machst nochmal zusätzlich Vita auf Quina. Und du haust wieder drauf.
Und Reflex ist weg. Ah, es kommt dann nicht wieder. Dann können wir auch wieder Komet drauf wirken. Das ist auch elementneutral Komet. Vivi hat eine verdammt gute... Vivi hat echt eine verdammt gute Zauberabwehr. So, Rums. Jawohl, 1008, das hat schon gereicht. Verteidigungssysteme herunterfahren. Sehr schön. Oh, habe ich jetzt gepfiffen noch beim Schön, Entschuldigung. Sehr schön. So muss das sein. Kennt ihr das, wenn man bei Worte einfach pfeift? Sehr gruselig. So wird's gemacht. 11 AP. Oh, die ganze Runde lernt aber ordentlich. Das freut mich. Elixier und Äther hat's noch rausgespuckt. Okay, da ihr alle so viel und fleißig gelernt habt, gucken wir doch gerade mal, was alles so gelernt wurde. Also Komet ist definitiv ein sehr wichtiger Zauber. Tod lernt er noch, hier lernt er noch. Okay, Gravitas hat er gelernt. Dann kann Vivi jetzt Zauberneutrum lernen. Das wird erstmal lange Zeit sein Ring bleiben. Aber Zauberneutrum ist halt sehr cool, weil er dann jedes Element negieren kann und dann mit elementneutral attackieren kann. Kann sehr nützlich sein. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Opal hat sie jetzt gelernt. Leviathan. Fenrir kann sie nicht lernen. Ifrit kann sie noch lernen. 35. 40. Okay, dann ist der Topaz das nächste, damit sie Ifrit lernen kann. Da haben wir auch die Feuerbeschwörung. Egoistenreif, was Besseres gibt's da nicht? Allzweckweste, oder gibt's was Besseres für dich? Das weiß ich zufällig. Kraftkittel, Zauberumhang, ja, blöd. Nichts, wo Fuse lernen kann, aber etwas, was wenigstens stärker ist. Okay. Lamias Tiara. Ja, geben wir halt die Bastenmütze. Und das hat sie auch gelernt mit der Wünschelrute. Sehr schön. Da kannst du den Zauberstab noch nehmen. Und noch Tobsucht und Wicht lernen. Die anderen zwei sind mir eigentlich ziemlich egal. Oh, Moment. War da noch ein Kerzenständer? Nicht ohne meinen Kerzenständer. Hier kommen wir nämlich raus. So. Joink. Puh. Zur selben Zeit. Endlich wieder zurück. Aber keine Zeit für eine Pause. Muss schnell die andere rausholen. Gut. Jetzt haben wir wieder normales Kujas-Theme. Hallo, Herr Schwarzmagier. Ah, die Nummer 12 wieder. Mir wurde gesagt, ich soll hier keiner durchlassen. Okay. Armer Wicht. So, was haben wir dann hier noch? Bastenmütze. Genau, die hat sie dann. Schattenhut kann er Vollmond lernen. Ist zwar etwas schlechter, aber mache ich. Mit Vollmond kann man schneller den Trance-Zustand erreichen. Judo-Kittel ist am Lernen. Immer Levitas hat er gelernt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Saphir könnte theoretisch auch Vollmond Fu lernen, ist aber Quark. Gucken wir mal, was wir dann sonst noch parat haben. Und dann von nichts mehr was lernen. Ah, doch, hier vom Schwarzgurt. Reflekring. Ah. Anfeuern. Für den Eifersplitter. Muss ich gerade mal gucken, was das bedeutet. Anfeuern. Ah, ich mag die Musik. Anfeuern. Volle Beschwörungssequenzen für alle Bestia. Die Stärke der Bestie wird nicht mehr um ein Drittel gesenkt. Das ist nicht schlecht. Okay, also Anfeuern ist definitiv dann was für Garnet. Macht auch ordentlich die Werte hoch, muss ich sagen. Halstuch. Segen. Was bringt dann Segen? Reinkarnationsring. Ich glaube, Segen bringt, dass man einfach wieder auferstehen kann, ne? Segen. Versetzt einen Verbündeten von Kampfbeginn an in die Statusveränderung Wiedergeburt. Der Charakter wird somit einmalig mit 1 HP wiederbelebt, wenn er kampfunfähig wird. Das ist natürlich nützlich. Ach, das ist praktisch. Engel und Reanimation kann nur noch gelernt werden. Das heißt, Zidane ist erstmal der Letzte, der dort dran geht, allein schon, weil es 130 AP braucht. Dann geben wir ihm doch erstmal der Reflekring für immer Reflek.
Das klingt doch gut. Steiner, unser alter Ochs, der hat noch was zu lernen. Reitschenfäustling kann auf Edelfäustling umskillen für Ability Up. Da ist er noch am Felsen festlernen. Polaris hat er dann 8 gelernt. Kann jetzt Sturmangriff durch Korallschwert gelernt werden und noch Schockbolzen. Das ist sehr praktisch. Schockbolzen ist sehr praktisch. Aber erstmal Sturmangriff. Alles noch ineinander. Ability Up. Ability Up. Dann kann ich jetzt erst einmal wieder Felsenfest raushauen und kann ihm Ability Up erstmal geben. Sehr gut. Okay, das sind auch die zwei, die mich hier interessieren. Die anderen sind eher fürs Ambiente da. Jetzt will ich erstmal mit meiner Gruppe mich wieder vereinen. Die kommen nämlich gleich hier drüber raus, bei dem Teleporter. Und dann schauen wir mal. Bam, 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 Jausepriester hier. Okay. Ah, Steiners neues Schwert ist aber auch sehr cool. Das Korallschwert. Steiner for the rescue. Sehr schön. Wie gesagt, auf hohem Level lohnt sich der Kerl. Aber so richtig. So. Fluch und Dösen wurden gelernt. Fluch ist jetzt relativ uninteressant, was Mahagorn kann. Denn nämlich sowieso nie Witter. Dösen, das war glaube ich durch die Judo-Kittel. Kommt als nächstes der Craft-Kittel, aber du kannst auch schon alles. Lassen wir das erstmal so stehen. Wir gucken, ob eventuell noch ein anderer vom Judo-Kittel profitieren könnte. Aber ich bezweifle es eigentlich. Das sind so leichte Rüstungen, wie sie dann Mahagorn sonst noch tragen könnte. Na, da war das Ausrufezeichen. Geht doch. Und hua! So. Zup. Hä? Wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon wieder woanders gelandet. Willkommen zurück. Mein Gemach ist gleich hinter der. Aber sieh dann, nur du allein darfst eintreten. Ich erwarte dich. Sieh dann, das ist ein Fall. Sei auf der Hut. Ja, ich war schon auf. Warten ihr so lange halt hier. Na gut. Musst ihr wohl, ne? So. Ui, da hat er sich aber richtig eingeschlossen hier. Nur hereinspaziert. Na, dann geht's wirklich gut hier. Du glaubst ja gar nicht, wie froh ich bin, dich wiederzusehen, sie dann. Wie geht's, meine Freunde? Sachte. Nur nichts überstürzen. Aber überzeug dich doch selbst. Oh. Sei unbesorgt. Sie träumen bestimmt etwas Süßes. Ich hoffe nur, du hast auch deinen Deal von der Abmachung erfüllt. Überreich mir der Guruk-Stell. Obwohl alle wohl auf sind? Was soll ich da nur machen, falls die Prinzessin der bis zustoße sei sollt? Hä? Und die kennen wir. Das ist eine Falle. It's a trap. Hey, wo ist denn sie dann? Sie dann ist alle zu Kutscher gegangen, aber wie seid ihr dann hierher gekommen? Dank wir konnten. Keine Zeit für Erklärungen, wir müssen zuerst sie dann aufhalten. Oh Gott, der arme Großherzog. Jetzt kommt die Reihe gewurstelt. Aber schä der ganze Verein hinterher. Nee, nur du nicht. Hey, was soll denn das? Hehehe. Ih. Nein. Ich hoffe, du hast auch deinen Deal der Abmachung erfüllt. Überreich mir der Guruk-Stell. Was bist du eigentlich für ein unerhältliches Schwein? Deine Worte langweilen mich nur. Wirst du mir jetzt so Stell endlich geben, oder nicht? Natürlich gebe sie dann. Aber, hä? Und wer sind dann die da unten? Du Dummkopf, die da unten sind nur Trugbilder. Oh, noch ist nicht aller Tage Abend. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Hilfe! Eiko,
Ich eil dir zu Hilfe. Was quokt mich, du Afrorig? Nimm das, du Viech, sag ich. Ach Gott, das war wohl nix. Huch. Und, ja, zaubern kann er. Eigentlich wollte ich jetzt zum Dank für das nette Geschenk dich und all deine Freunde beseitigen. Aber jetzt werde ich erstmal mit dem Stern und der Kleine vorlieb nehmen. Ich hoffe, man hat bald wieder das Vergnügen. Oh je, das will der sich nicht wirklich Arthur Eiko mitzunehmen. Verdammter Mist, keine Reaktion. Er will mit der Hildegard ins fliehen. Los, nichts wie nachher. Ja, endlich kann ich wieder mein Dream Team wählen. Und es soll Vivi wäre. Und es soll Garnet wäre. Perfekt. Endlich bin ich wieder mit meinem Dream Team vereint. So. Die haben wir alle soweit ausgerüstet. Und ich steht auch Sache, ihr liebe Leute. Ich mache an der Stelle natürlich mal wieder meinen Cut. Wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Im Kutas Zimmer ist ja nichts mehr zu holen. Von daher gehen wir dann wieder raus und ihm hinterher. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Bleiben gespannt. Es wird wie immer spannend. Ayan Yankee.